تفتح بالكتاب وأزهر، بالآي أشرق زاكيا وتنور، ذوق كساه الطهر يا لجماله، بمدارس تحفيظها قد أنورا، بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah mit dem 14. Unterricht unserer Vortragsreihe Asma'ullah al-Husna weiter. Wie ihr wisst, wir machen eigentlich alle 2 Wochen einen Unterricht, also es ist nicht wöchentlich die Asma'ul al-Husna. Die Koranprojekte sind eigentlich wöchentlich fast sozusagen. Dann gibt es noch türkische Unterrichte, die wir haben. Darul Khilafat Ali Medrese ist unser YouTube-Kanal auf Türkisch, also da erscheinen auch Vorträge. Und deswegen, wir bitten euch wirklich, wenn man eine Sache befolgt, dann sollte man auch wirklich das gesamte befolgen, auch die anderen Vorträge von uns befolgen. Sei es von Furkan, die Koranprojekte, oder sei es die Asma'ul Husna, oder sei es die Unterrichte von Al-Muqawma, von Yasin. Also ich empfehle euch wirklich, alle diese Vorträge sich anzuschauen, weil nur so lernt man auch eine Manhaj und man lernt eine Methode, ein Usul gleichzeitig kennen. Wir sind heute in unserer 14. Vortragsreihe zu dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhaymin gekommen. Und Al-Muhaymin gehört zu den schönsten Namen Allahs. Al-Muhaymin kommt im edlen Koran ein einziges Mal vor, wo es für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt wird, und zwar in der Surah Hashr, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Huwa Allahu allazi la ilaha illahu, al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, al-Muhaymin, Azizul Jabbarul Mutakabbir. Und in diesem Vers, da werden ja mehrere Asma von Allah subhanahu wa ta'ala aufgezählt. Und dort kommt auch Al-Muhaymin für Allah vor, und das ist tatsächlich das einzige Mal im edlen Koran, wo es für Allah benutzt wird. In Surah Ma'idah kommt auch nochmal Muhaymin vor, aber diesmal nicht Al-Muhaymin für Allah, sondern Muhaymin bezogen auf den edlen Koran. Wir werden dazu aber inshallah gleich nochmal kommen. Zu diesem Wort Al-Muhaymin haben die Gelehrten relativ Ikhtilaf gehabt wegen diesem Wort. Einige Gelehrten haben gesagt, dieses Wort Muhaymin, Al-Muhaymin, stammt von dem Wortwurzel Amine, also was wir letzte Woche, vor 2 Wochen hatten, Al-Mu'min, haben gesagt, das ist die gleiche Wortwurzel Amine, und haben gesagt, die Bedeutung von Muhaymin sind die gleichen Bedeutungen wie Al-Mu'min. Naja, wäre das ein sprachliches Problem, dann könnte man das vielleicht so annehmen, aber wir haben ja gelernt, im Koran gibt es ein Usul, das würde das Koran-Usul nicht passen, wenn Allah Namen von sich erwähnt und diese hintereinander in einem Vers direkt hintereinander erwähnt, dann können sie nicht die gleiche Bedeutung haben oder nicht das gleiche bedeuten, dann muss da irgendwie ein Unterschied geben. Andere Gelehrten sind gekommen, haben gesagt, dieses Wort Al-Muhaymin stammt von der Wortwurzel Hamana ab. Danach kam das Ziyade dazu, und zwar wurde es Haymana, und das Ismi Fa'il davon ist Muhaymin. Für Allah, Al-Muhaymin, wird das benutzt. Was bedeutet aber das Wort, die Wortwurzel Haymana, Muhaymin? Dort in den Wörterbüchern steht Al-Hifzu wal-Irtiqab. Das bedeutet, Allah, oder Al-Muhaymin bedeutet derjenige, der eine Sache beobachtet und diese Sache ebenfalls beschützt. Aber wie beobachtet? Yani nicht beobachten, einfach irgendwie beobachten, sondern vor einer Sache stehen und diese Sache nicht aus den Augen verlieren. Darum geht es. Yani eine Sache kontrolliert beobachten. Kontrollieren, die ganze Zeit da bleiben und diese Sache nicht aus den Augen verlieren. Dies bedeutet Al-Muhaymin. Ibn al-Jawzi zählt 4 Ansichten auf, die die Gelehrten unterschiedlich halt aufgezählt haben. Ihr wisst, in der Surah Hashr, wo Allah diese Namen von sich aufzählt, die 7, 8 Namen circa hintereinander aufzählt. Ihr wisst, Allah, seine Namen sind 99. Allah beschreibt sich dort, aber zählt nicht seine 99 Namen auf, sondern zählt ungefähr 8, 9 auf. Deswegen sind diese Namen, die in Surah Hashr vorkommen, relativ allgemeine Namen. Die umfassen mehrere Namen Allahs in diesen einen Namen drin. Also die haben, das sind mehrere, das sind allgemeine Namen von Allah. Sozusagen könnte man diesen 99 fassen, in diesen Dingern, in diesen Namen Allahs zusammenfassen. Zum Beispiel Ibn Abbas sagt zu dem Wort Muhaymin, was das bedeutet. Es bedeutet Shahid, derjenige, der alles sieht und das bezeugt. Also Zeuge und Zeugnis im Jenseits dafür, für alles, was passiert ist, auch Zeuge sein wird, für die Taten der Menschen und was sie getan haben. Mujahid sagt, damit mit Al-Muhaymin ist gemeint, er ist derjenige, der die Bücher
die heiligen Bücher bestätigt. Das ist Al-Muhaymin. Hassan al-Basri sagt, mit Muhaymin ist Tasdiq gemeint. Derjenige, der die Gläubigen bestätigt, in unterschiedlichen Art, das hatten wir vor 2 Wochen behandelt gehabt, derjenige, der die Gläubigen bestätigt, das Wahre bestätigt, das Haq bestätigt und den edlen Koran bestätigt. Abu Suleiman sagt, damit ist gemeint, dass Allah Zeuge ist gegen unsere Aussagen. Im Jenseits, wenn wir vor Allah stehen, wird Allah gleichzeitig Richter sein und gleichzeitig Zeuge sein, aber ohne dass jemandem ein Unrecht geschieht. Und Ibn Jawzi kommt und zählt diese ganzen der Gelehrten zusammen und sagt, eigentlich kommen die Gelehrten auf 4 Namen, also 4 Bedeutungen bei Muhaymin. Und zwar einmal Zeuge sein und alles beobachten, in Sicherheit sein vor ihm, Tasdiq und Musaddiq, derjenige, der die Wahrheit bestätigt, die Wahrhaftigen, die Gläubigen gegen die Kuffar bestätigt und derjenige, der alles beobachtet und beschützt. Was wir vorhin gesagt haben, jemand, der eine Sache kontrolliert und beschützt. In Surah Ma'idah berichtet Imam Tabari zu dem Namen Muhaymin und macht eine Erklärung dazu und sagt, wenn eine Sache Muhaymin ist, müssen diese 3 Sachen zustande kommen. Und zwar beobachten, also man muss eine Sache beobachten. Zweitens, was man beobachtet, muss man beschützen können. Und drittens, das, was man sieht und beschützt, eines Tages darüber Zeugnis ablegen. Zum Beispiel, ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge oder sieht alles. Ihm entkommt nichts. Es gibt nichts, was Allah nicht sieht. Allah sieht absolut uneingeschränkt alles. Allah kann uneingeschränkt und absolut jeden beschützen und bewahren. Er hat diese Macht dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird im Jenseits Zeuge sein, auch gegen uns oder für uns. Und ihr wisst, normalerweise, wenn zum Beispiel im Islam ist das so, wenn ihr eine Tat seht und ihr geht vor ein islamisches Gericht, dann reicht eure einzige Zeugenaussage nicht aus, um ein Hukum, ein Urteil zu geben. Ihr müsst von weiteren Zeugen eine Bestätigung bekommen. Erst dann darf ein Hukum gegeben werden. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das nicht so. Allah braucht nicht von draußen oder von außen eine Bestätigung als ein Zeugen. Nein, Allah, sein Zeugnis reicht vollkommen aus, weil er ist gerecht und er hat alles beobachtet und uneingeschränkt im Gesamten. Manche Gelehrte haben gesagt, Al-Muhaymin bedeutet Al-Hafiz, weil sie haben gesagt, in der arabischen Sprache sagt man, wenn ein Vogel seine Flügel ausweitet über seine Kindervögel, um diese zu beschützen, sagt man At-Tayru Haymana. Der Vogel hat seine Flügel ausgeweitet, um seine Kinder oder den kleinen Vogel zu beschützen. Auch das ist ein Teil von Al-Muhaymin. Wir kommen gleich nochmal dazu, passt eigentlich auch, aber nicht insgesamt, weil sonst würde der Name Al-Hafiz von Allah subhanahu wa ta'ala sonst wären das die gleichen Bedeutungen. Imam Ghazali rahimahullah sagt, wenn diese folgenden 3 Punkte zustande kommen, dann kann man von Al-Muhaymin sprechen, Er sagt, das erste ist Wissen. Das heißt, ein absolutes, allumfassendes und uneingeschränktes Wissen über alles, was im Himmel und auf Erden ist und was dazwischen ist. Ein Wissen und komplett uneingeschränkt. Zweitens, Qudrat, Kraft. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Al-Muhaymin ist, die Kraft und die Macht hat, alle Bedürfnisse der gesamten Geschöpfe zu stillen, ohne dabei zu unterscheiden, was schwer, was leicht ist. Es gibt kein schwer und kein leicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das dritte ist, dass diese 2 Punkte dauerhaft anhalten und niemals aufhören. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala vor 1000 Jahren gemacht hat, wird er auch in 10.000 Jahren machen, ohne irgendwie abgeschwächt oder müde oder erschöpft zu sein. Deswegen sagt Imam Ghazali, genau deswegen ist Allah Al-Muhaymin, weil es niemanden anderen gebührt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, diesen Namen. Er ist derjenige, der alles weiß, ins Detailliert, uneingeschränkt, das Tiefste, das Verborgene, sogar die Gedanken kennt er. Er ist derjenige, der alle beschützen kann und die Bedürfnisse von klein bis groß, von Bakterien, alles stillen kann. Und er ist derjenige, der niemals müde wird oder erschöpft wird. Deswegen ist Allah Al-Muhaymin, sagen sie. Allah gebührt der Name Al-Muhaymin und ist eins der schönsten Namen. Jetzt allgemein nochmal zusammengefasst in einem Wort, wenn jemand euch fragt, was bedeutet Al-Muhaymin? Al-Muhaymin bedeutet, zusammengefasst, Allah ist derjenige, der alles kontrolliert, alles beobachtet und alles beschützt. Das ist Al-Muhaymin. Derjenige, der alles kontrolliert und alles unter seiner Beobachtung ist und er diese Dinge bewahrt und beschützt. Das ist Al-Muhaymin. Jetzt eine Frage, wo zum Beispiel reflektiert der Name Al-Muhaymin von Allah subhanahu wa ta'ala, wo sehen wir den im Alltag oder
wo muss ich hingucken, wenn ich den Namen von Allah Al-Muhaymin sehen möchte? Das ist nicht schwer, wo ihr hingucken müsst. Allah subhanahu wa ta'ala, denn alles ist unter Allah seine Heymene, unter Allah sein Obhut, unter Allah sein Schutz. Alles, was im Himmel und auf Erden ist. Alleine schon, wenn wir mal auf das Universum, das gesamte Universum kommen, schaut mal, ich möchte euch was sagen, manchmal kommt im edlen Koran diese Verse wie über Universum, über die Meere, über die Himmel. Die scheinen vielleicht für euch manchmal so, naja, das sind so Verse, die überfliege ich mal ganz schnell so. Es ist ja klar, dass der Himmel so ist und dass die Universen so sind. Aber guck mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache im edlen Koran benutzt, überhaupt erwähnt, egal was ist, auch wenn er das nur erwähnt hat, dann hat diese Sache Gewicht, dann hat diese Sache eine Bedeutung, steckt dahinter ein tieferer Sinn. Deswegen überfliegt nicht die Verse, wo ihr sagt, naja, komm, da geht es gerade um Himmel, da geht es um die Meere, das ist doch uns bekannt. Okay, gut. Nein, nein, denkt mal darüber nach, macht mal Tafakkur darüber. Ihr werdet sehen, dass darin viel mehr drin steckt und dass aus euren Herzen mehr formen kann, als ihr nur glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel, wenn ihr in die Himmel schaut, in die Galaxien schaut, Allah sagt in Surah Tabaraka, in Surah Mulk, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Er ist es, der die 7 Himmelstufen erschaffen hat, sagt er. Und du wirst in der Schöpfung von Ar-Rahman keinen einzigen Fehler sehen. Du wirst nicht einen Mangel oder eine Sache finden, die gerissen ist, die nicht passt. Deswegen sagt Allah, so schaue, guck, siehst du irgendein Mängel in Allah, seine Schöpfung? Allah sagt, hast du jetzt einmal geguckt? Jetzt schau nochmal auf alles. Nein, nein, schau nochmal auf alles, was im Himmel und auf Erden ist. Guck nochmal detailliert drauf. Überleg dir nochmal alles. Aber das wird alles nichts bringen, sagt Allah, denn dein Blick wird ermüdet und erschöpft zu dir zurückkehren, weil du wirst in Allah seine Schöpfung, in Allah seinem Sama nicht einen einzigen Fehler oder Riss sehen, der irgendwie nicht übereinstimmt. Weil das nicht der Fall ist, genau weil Allah subhanahu wa ta'ala die Kontrolle über sein Universum und über seine Schöpfung hat. Man nehme an, wenn Allah seine Kontrolle nicht darüber hätte, würde man vielleicht einen Riss oder eine Uneinigkeit darüber sehen. Aber weil genau Allah seine Kontrolle darüber ist, wirst du nicht einen einzigen Riss darüber sehen. Guck mal, seit Millionen von Milliarden von Jahren, Millionen Jahre, entfernt sich die Sonne nicht von der Erde. Die hätte doch eigentlich über so viele Jahre irgendwie weggehen können und die Erde hätte erfrieren können. Passiert aber nicht. Warum? Weil Allah seine Kontrolle drüber hat. Allah beobachtet, kontrolliert es. Warum hat die Erde sich nicht anders gedreht oder ist irgendwo weggegangen oder ist ein Komet drauf kommt? Warum? Weil Allah seine Kontrolle drüber hat. Allah beobachtet und kontrolliert alles. Und weil Allah alles kontrolliert und beobachtet, passiert nichts. Guck mal, wir haben im letzten Unterricht gesagt, Al-Mu'min ist derjenige, der die Sicherheiten der Herzen der Menschen gibt. Wir haben gesagt, zum Beispiel, keiner von euch hat Angst nachts, dass irgendwie die Meere über die Ufer kommen und alle Menschen ertrinken. Habt ihr nicht. Oder wenn ihr auf der Erde läuft, dass auf einmal die Erde unter euch kaputt geht oder die Erde sich zu schnell dreht. Hat keine Angst. Warum hat keine Angst? Weil Allah mit seinem Namen Al-Mu'min dies in die Herzen eingegeben hat. Es ist eine Fitra. Kein Mensch hat Angst. Und Allah, nachdem Allah mit Al-Mu'min die Sicherheit in deinem Herzen gegeben hat, hat er mit seinem Namen Al-Muhaymin die gesamte Schöpfung umfasst und kontrolliert und auch sicher gemacht. Er hat das erst in unsere Herzen eingegeben und dann hat er auch alles in seine Heymänner genommen, in seine Obhut genommen, in alles in seine Beobachtung und seine Kontrolle genommen. Guck mal, die Himmel haben wir gesagt und die Erde, die Galaxien. Wenn ihr zum Beispiel in den Himmel schaut, der Himmel, ihr guckt nach oben, der Himmel ist ein Dach. Allah sagt im Koran, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Der Himmel haben wir als ein Dach für euch gemacht, als ein Schutzdach. Der Himmel ist nicht einfach so da. Wenn ihr guckt, es gibt einen Himmel. Einmal eine Erde und da oben gibt es einen Himmel. Ein Dach. Man merkt euch, das ist ein Dach. Das ist beschützt irgendwie. Allah sagt, aber es gibt ein Problem bei diesem Dach. Habt ihr jemals ein Dach gesehen, was ohne Säulen steht? Ein Dach muss Säulen haben, worauf es sich stützt. Wie hält sich dieser Dach? Und umso schwerer ein Dach ist, desto stärker müssen die Säule sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben den Himmel ohne jeglichen Säulen erschaffen. Wie genau wie ihr es seht, sagt Allah. Guckt, wir haben es ohne jegliche Säulen erschaffen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wie hält sich denn
diese Himmel. Wie bleibt der Himmel denn bestehen? Warum fällt er nicht runter? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allaha yumsiku samawati wal ardi an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie überhaupt nicht ineinander brechen und vergehen. Würden sie vergehen, so könnte niemand diese Himmel oder diese Erde festhalten. Der Grund, warum der Himmel nicht auf die Erde stützt, ist, weil Allah seinen Namen Al-Muhaymin, er beobachtet und kontrolliert es. Er hält es fest. Würde Allah es nicht festhalten, was wäre dann? Könnte niemand, keine Bauten der Menschen, könnte den Himmel festhalten. Dies ist, weil Allah dies in seine Heimänner genommen hat. Guck mal, die Meere. Ihr seht die Meere. Allein schon nur um zu begreifen, wie scharfsinnig Allah seine Kontrolle und Beobachtung ist. Es gibt zwei Arten von Wasser, einmal Salzwasser, einmal Süßwasser. Obwohl beides Wasser ist, gehen diese nicht übereinander ein. Die kommen aufeinander im Meer, irgendwo kommen die zusammen, die gehen aber nicht ineinander hinein. Nicht einmal gehen sie übereinander hinein. Es gibt wie eine Mauer zwischen diesen. Warum? Allah beobachtet und lässt dieses Wasser nicht ineinander hineingehen. Jetzt guck mal, Allah sagt im Edlen Koran in Surah Yasin, وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Und zu seinen Zeichen ist es, dass wir eure Nachkommenschaft vollbeladen auf Schiffen trugen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Und wir haben, sagt Allah, etwas gleiche Art geschaffen, damit sie das besteigen können, auch noch. وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Und wenn wir wollen, lassen wir sie ertrinken, da gibt es niemanden, der zu ihren Hilfeschrei einkommt und ihnen helfen kann. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Dies ist nur eine Gnade von Allah, sagt er, eine Rahmat von Allah für eine bestimmte Zeit, eine Wohltat, eine Rahmat für eine bestimmte Zeit, sagt Allah. Wir haben das in unserem Wort, in unserem Esma Ar-Rahman damals behandelt gehabt. Wir haben gesagt, dass die Schiffe auf die Meere sind, das ist Allah sein Name Ar-Rahman. Jetzt guck mal, die Meere sind wie eine Handelsstraße. Unter den Meeren gibt es Millionen von Geschöpfen, Millionen, Milliarden vielleicht von Tieren, die darunter leben. Wie bleiben die Schiffe auf die Meere? Heute kommen natürlich die Wissenschaftler, die sagen, ja, es gibt die Wasserkraft, Volumen und dies und das. Es ist aber nicht so. Guck mal, 1912 haben die ein Schiff gebaut mit dem Namen Titanic. Ich glaube, ihr alle kennt es. Die haben die Titanic gebaut 1912. Diese Titanic bestand aus 52 Tonnen. Die war 270 Meter circa lang, die Titanic. Und über 1100 Passagiere konnten auf das Schiff gehen. Zur damaligen Zeit haben die besten Ingenieure und die besten Schiffsbauer daran gearbeitet. Und es gibt zwei Überlieferungen. Die einen sagen, sie haben auf das Schiff geschrieben, nicht mal Gott kann dieses Schiff versinken. Oder die Ingenieure haben miteinander, als sie gesprochen haben, gesagt, nicht mal Gott kann dieses Schiff, subhanallah, nicht mal Gott kann dieses Schiff ertrinken lassen, haben sie gesagt. Was eins versteht, ist, dass in allen Zeitungen zu der damaligen Zeit 1912, als sie publiziert wurden, geschrieben haben, dieses Schiff wird nicht untergehen. Punkt, haben sie gesagt. Selbst die Ingenieure haben gesagt, wenn dieses Schiff untergeht, das wurde so gebaut, dass das erst in 3 Tagen untergehen kann. Auch wenn irgendwas, ein Unglück passiert, würde das Schiff erst in 3 Tagen untergehen und es würde von aller Welt, egal wo das Schiff ist, Hilfe kommen und diesen Menschen helfen. Das Schiff fährt gegen einen Eisberg und das Schiff sinkt in 2 Stunden und 40 Minuten. 2 Stunden und 40 Minuten sinkt dieses Schiff. Über 800 tote Menschen gibt es da. Also über die Hälfte sterben da. Die überleben, sind 300 oder so. 2 Stunden und 40 Minuten sinkt das Schiff. Laut Ingenieure geht das nicht. 3 Tage hätte sinken müssen. Warum? Die sagen, die Wasserkraft war das, hat das Schiff gehalten. Sowas gibt es nicht. Das sind alles Erklärungen der Wissenschaft. Das ist eine Begründung, ja. Dahinter gibt es aber was anderes, was das hält. Der dieses geschrieben hat, diese Regel, dass das Wasser so sein soll. Diese Regel für das Wasser, dass das Schiff halten soll. Wer hat das geschrieben? Das ist Allah, der Al-Muhaymin ist. Allah, seine Beobachtung und seine Kontrolle über die Meere, über die Himmel, über die Sama, über das Ard. Allah, seine Kontrolle über die Himmel war es gewesen, dieses Schiff auf das Wasser fahren zu lassen. Was sagt Allah? Aber wenn die Leute überheblich werden, arrogant werden, dann entzieht Allah seine Rahmat und lässt diese Schiffe untergehen und niemand kann ihnen helfen, sagt Allah, genau wie Surah Yasin, so ist es auch kommen. Deswegen, dass die Menschen auf den Schiffen oder auf die Meere umherreisen, ist, weil Allah seine Heimänner über die Meere ist. Allah hat die Kontrolle über die Meere. Ein weiterer Punkt, wo man Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen Al-Muhaymin reflektiert wiederfinden kann, ist,
oder wo es sein sollte, ist die Herzen der Gläubigen. Schaut mal, die Herzen der Gläubigen, ein Muslim sollte auf jeden Fall den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala gemacht haben, an diesen Qadr, egal ob Khair oder Shar, diesen Iman zu Allah machen und davon auch zufrieden sein. Denn wenn ein Mensch weiß, dass alles unter Allah seiner Kontrolle ist, dass Allah alles beobachtet und alles unter seiner Obhut und Kontrolle ist, so wirkt der Mensch, egal was für ein Qadr auf ihn kommt, ob Leid, Kummer, Schaden, egal was, so ist er beruhigt. Und er vertraut auf Allah. Er weiß doch, mein Rabb, mein Herr, den ich anbete, das ist unter seiner Kontrolle. Sein Herz fängt an, ruhig zu bleiben. Deswegen bei einer Reise, bei Dawa, bei Hijra, bei Dschihad, egal um was es geht. Da kommt der Shaitan mit seiner Weswesse, was mit deinem Rizq, das kannst du aber nicht machen. Oder wenn du jetzt Dawa machst, dann droht vielleicht dir ein Problem, dann kriegst du vielleicht Probleme mit dem Staatsschutz, dann kriegst du vielleicht Probleme mit dem das und dann bist du vielleicht schief angeguckt, dein Arbeitsplatz, das, dies. Aber nein, so ist das nicht. Egal was du machst, wisse, alles läuft unter der Beobachtung und der Kontrolle Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, als der Prophet a.s. zum Beispiel auf eine Reise ging, da macht er immer ein Dua und er sagt immer, Allahumma anta sahibu fi safar, oh Allah, du bist mein Freund auf der Reise, wal khalifatu fil ahl, und du bist mein, den ich zurückgelassen habe für meine Familie. Oh Allah, ich vertraue meine Familie dir an. Weil das ist der Mensch. Aus dem Auge kannst du nicht mehr beschützen. Du kannst deine Familie, deine Geliebten nur beschützen, solange sie bei dir sind. Sobald du die aus den Augen verlierst, dann kannst du nichts machen. Das ist der Mensch, der ist schwach. Der Mensch ist geschwächt, der Mensch ist nicht stark. Der Mensch ist Ajis, der ist abhängig, der ist voller Mängel. Der kriegt das nicht hin. Deswegen hat der Prophet immer, als er auf eine Reise ging, gesagt, oh Allah, du bist mein Freund auf der Reise und für meine Hinterbliebenen, oh Allah, bist du mein Khalifa, du wirst sie beschützen, ich überlasse sie dir. Was für eine schöne Sache, wie beruhigt man sein kann, wie beruhigt du danach aus dem Haus gehen kannst. Wenn du jemanden Allah ermahnet machst, was gibt es Sicheres, was gibt es Besseres? Wenn euer Iman zu Allah tam ist, richtig ist und ihr vertraut dir Allah an, so wird nichts passieren. Seid euch sicher, genau wie ihr es einen Freund geben würdet, ihm vertrauen würdet, könnt ihr Allah erst recht vertrauen. Deswegen werdet ihr zum Beispiel die Menschen in Europa in einem Desaster sehen. Die Menschen in Europa glauben zum Beispiel, sie müssen alles in ihrem Leben kontrollieren. Sie haben diesen Gedanken, zum Beispiel ein Muslim muss den Gedanken haben, egal was passiert, alles unter Allah seine Obhut, Allah seine Kontrolle, man kann nicht alles kontrollieren. Ich vertraue auf Allah, sagen wir. Die Leute hier in Europa ist aber nicht so. Sie versuchen alles zu kontrollieren, ihren Arbeitsplatz zu kontrollieren, ihre Familie zu kontrollieren, ihren Ehemann zu kontrollieren, ihre Ehefrau zu kontrollieren, ihre Kinder zu kontrollieren, ihre, keine Ahnung, Häuser, ihre Finanzen zu kontrollieren, ihr Rizq zu kontrollieren, ihre Rente zu kontrollieren, ihre 100 Jahre Planung fürs Haus zu kontrollieren. Sie versuchen alles zu kontrollieren und was passiert dann? Burnout. Dann kommt Depression, dann kommt psychische Erkrankung. Und wir haben ja letztens die Statistiken in Deutschland erwähnt, dass jeder 4. Mann in Deutschland psychisch krank ist und jede 3. Frau psychisch erkrankt ist in Deutschland. Das kommt in ein Desaster rein. Wenn du anfängst, alles zu kontrollieren, der Mensch wurde nicht erschaffen, um alles zu kontrollieren. Der Mensch, das ist nicht seine Aufgabe, alles zu kontrollieren. Er kann das nicht. Du kannst dich nicht in eine Position stecken, die Allah nicht dafür erschaffen hat. Und genau wenn der Mensch das macht, aus seiner Gaia, aus seinem Zweck, warum er erschaffen wurde, rausgeht, dann herrscht Seelenprobleme und dann kommen die Krankheiten und eine Gesellschaft ist am Zerbröckeln. Ich möchte euch ein Beispiel hier geben. Dieses Beispiel erwähne ich oft. Wenn ich das erwähne, dann lachen wir manchmal, weil ich das häufig schon erwähne. Es gab einen Mann, der hat ein Pferd gehabt. Der hat ein sehr besonderes Pferd gehabt. Und dieses Pferd, was er hatte, war von besonderer Art. Diese Geschichte wird unterschiedlich erzählt. Und es geht halt um den Sinn dieser Geschichte zu verstehen. Und der König kam und hat zu dem Mann gesagt, gib mir dein Pferd ist ein schönes Pferd, ich möchte es haben. Der Mann hat gesagt, ich gebe mein Pferd dir nicht. Mein Pferd ist wie mein Freund, ich hege und pflege den. Der König geht weg. Die Dorfgemeinschaft kommt zu ihm hin und sagt zu ihm, was bist du denn für ein Mann? Der König wollte dein Pferd haben, du hast ihm das nicht gegeben. Der würde sich das doch jetzt mit Gewalt holen. Er hat gesagt, ich glaube, ihr seid zu voreilig. Das, was wir sehen, ist, der König wollte mein Pferd haben, ich habe es ihm nicht gegeben. Aber ob das Khair ist oder Schar ist, weiß Allah. Alles unter der Kontrolle Allahs, hat er gesagt. Dann vergeht eine bestimmte Zeit, sein Pferd haut ab in den Wald. Da kommt die Dorfgemeinschaft zu ihm hin und sagt zu ihm, Mann, was bist du denn für ein Mann? Jetzt hast du weder Geld, noch hast du ein Pferd, jetzt hast du alles verloren. Er sagt, ich glaube, ihr seid zu voreilig. Das, was wir sehen, ist, mein Pferd ist in den Wald gelaufen. Aber ob das Khair ist oder ob das Schar ist, weiß Allah. Alles ist unter der Kontrolle Allahs noch. Alles gut. Es vergeht eine bestimmte Zeit, sein Pferd kommt mit 10 weiteren Pferden zurück. Da kommen die Leute zu ihm und sagen, oh Mann, du hast so recht gehabt, guck mal, dein Pferd ist zurückgekommen, und jetzt kannst du einen verkaufen, jetzt hast du so viele. Er sagt, ich glaube, ihr seid zu voreilig.
Das, was wir sehen, ist, mein Pferd ist mit 10 weiteren zurückkommen. Aber ob das Khair ist oder Sharr ist, weiß Allah. Alles ist unter der Kontrolle und Beobachtung Allahs, hat er gesagt. Es vergeht eine bestimmte Zeit, er hat einen Sohn. Dieser Sohn hilft ihm bei den Pferden zu pflegen, weil er es allein nicht kann, zu viele. Dann gibt ein Pferd den Sohn einen Tritt, der wird auf ein Auge blind. Daraufhin kommt Dorfgemeinschaft zu ihm und sagt, guck mal, wie recht du doch hattest. Dein einziger Sohn auf ein Auge jetzt blind. Er hat gesagt, ich glaube, ihr seid zu voreilig. Das, was wir sehen, ist, mein Pferd hat meinen Sohn getreten, er ist auf ein Auge verletzt. Ob das Khair ist oder Sharr ist, weiß Allah. Alles ist unter der Beobachtung und Kontrolle Allahs, sagt er. Es vergeht eine bestimmte Zeit, der König zieht in eine Schlacht. Diese Schlacht wird er 100% verlieren, weil die Gegenüberarmee viel stärker ist. Er kommt und sammelt aus jedem Dorf die Jugendlichen. Er will von dem Sohn dieses Mannes nehmen. Er sieht, der ist auf ein Auge verletzt. Dann sagt er, den brauchen wir für den Krieg nicht. Nehmen alle anderen Jungen mit und den lassen sie zurück. Dann kommt die Dorfgemeinschaft zu ihm und sagt zu ihm, du hast recht, und weinen. Er sagt, ich glaube, ihr seid zu freudig. Das, was wir sehen, ist, eure Söhne sind in der Schlacht, meiner ist hier. Ob das Khair ist oder Sharr ist, weiß Allah. Alles ist unter der Kontrolle Allahs. Alles ist gut. Und das ist wirklich so, das kann man so fortführen. Alles unter der Kontrolle Allahs, egal was passiert. Egal welches Qadar euch trifft, ob gut oder Sharr, Khair oder Sharr, egal was, wisset, alles ist unter der Kontrolle Allahs. Und aus etwas Schlechtem kann etwas Gutes entbehren. Aus etwas Gutem kann auch erstmal ein Unheil entbehren. Deswegen, ihr müsst auf Allah vertrauen und wissen, alles ist unter der Kontrolle Allahs subhanahu wa ta'ala. Ist der Name von Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhaymin einer von seinen Jamal-Namen oder einer von seinen Jalal-Namen? Wir haben hier gesagt, die 99 Namen teilen auf in seine Jamal-Namen, Schönnamen, und die Jalal-Namen sind die Furcht in die Herzen der Menschen hineinbringen. Zu welchen gehört das? Wenn ihr mal die Surah Hashr, die vorletzten Vers von Surah Hashr euch anschaut, dann zählt Allah die Namen auf. Allah zählt, ist interessant, er zählt erstmal die Jamal-Namen auf und dann die Jalal-Namen. Al-Mu'min, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min sind von seinen Jamalnamen, und da kommt Al-Muhaymin. Was kommt nach Al-Muhaymin? Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Das ist von seinen Jalalnamen. Jetzt kann man sagen, Al-Muhaymin gehört zu den Jamalnamen oder zu den Jalalnamen. Normalerweise ist der Name eigentlich von Allah Al-Muhaymin einer, der den Menschen ein bisschen Angst einbringt, weil Al-Muhaymin ist auch derjenige, der im Jenseits das Recht der Menschen gibt, denn er wird Zeugnis ablegen und wird denjenigen, der gesündigt hat, auch genau 1:1 das zurückgeben. Nicht mehr, er wird ihn nicht mehr bestrafen, aber er sieht alles, kontrolliert alles und wird im Jenseits für alles, was der Mensch getan hat, öffentlich dies alles ihm zeigen. Und deswegen ist eigentlich ein Angsteinfluss, wo man vielleicht die Furcht zu Allah vermehren sollte. Aber man könnte es aus den Jamal-Namen zählen. Warum? Weil, wenn ihr mal schaut, eine Mutter zum Beispiel, die ihr Kind erzieht, ihr Baby, sie lässt ihr Kind niemals aus den Augen. Sie beobachtet, kontrolliert das Kind. Egal wo es hingeht, es läuft dem Kind hinterher. Und das macht das Kind, ob das Kind gut oder schlecht ist, auch wenn das Kind Faxen macht, macht die Mutter es trotzdem. Warum? Weil das eine Fitri-Sache ist von der Mutter aus. Sie beobachtet, kontrolliert. Aber warum? Weil sie das Kind beschützen will, liebt, bewahren will. Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name Al-Muhaymin, ist ebenfalls, er kontrolliert, er beobachtet, er beschützt, er bewahrt. Alhamdulillah, weil er uns liebt und uns bewahren will und uns im Jenseits unsere guten Taten auch Zeugnis dafür ablegen will. Deswegen sagen wir, Allah, sein Name, könnte man zu einem Jamal oder Jalal-Namen beides zählen, je nachdem, wie man die Sache betrachtet. Ich möchte jetzt zu einem anderen Punkt kommen, und zwar der Koran. Allah erwähnt in Surah Ma'idah, dass der Koran Muhayminan alayhi ist. Der Koran ist Muhaymin. Allah sagt im Koran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was vor den Büchern offenbart wurde, und der Koran als was? Muhayminan alayh, als ein Wächter über sie haben wir hinabgesandt. Als Wächter. Muhaymin. Wir haben ja gesagt, Muhaymin ist derjenige als Kontrolleur, als Beobachter hinabgesandt. Fahkum baynahum bima anzal Allah, so richte zwischen dem, was Allah als Offenbarung hinabgesandt hat. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq. Und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe.
So werdet einfach nach den guten Dingen. Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein. Ihr wisst, genau wie Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Al-Hadi ist sein Buch Hidayat. Genau wie Al-Karim ist sein Buch, der edle Koran Karim. Genau wie Allah Al-Alim ist sein Buch Ilm. Und genau wie Allah Al-Muhaymin ist sein Buch Muhaymin. Ist es eine Sache, die kontrolliert und beobachtet. Wisst ihr, bei den Gläubigen, warum also Muhaymin? Also damit ihr es versteht, weil der Gläubige sein Wissen, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Emotionen, sein Herz, sein Verstand, alles geht durch die Kontrolle vom Koran. Yani, wenn du einen Gedanken hast, dann misst du das mit dem Koran. Du lässt durch die Kontrolle, durch das Filter vom Koran gehen. Wenn du ein Gefühl hast, eine Emotion hast und willst wissen, damit umzugehen, ob das richtig oder falsch ist, gehst du damit zum Koran. Weil der Koran ist Muhayminan alayh. Er ist ein Wächter über uns. Nicht nur über die Bücher, über alles. Über unsere Gedanken, über unsere Emotionen, über unserem Herzen. Deswegen ist der Koran für uns ein Filter, eine Kontrolle. Alles, was wir haben, was wir sehen, was wir machen wollen, was wir tun wollen, was wir denken, was wir lieben, geht durch die Kontrolle des Koran. Und erst wenn die Kontrolle des Korans durchgegangen ist und du da die Bestätigung findest, erst dann ist die Sache richtig. Findest du aber das, was du in deinem Herzen hast, im Koran, was Allah sagt, es aber nicht erlaubt, so musst du diese verwerfen. Deswegen geht alles durch die Kontrolle Allahs, durch die Kontrolle des edlen Koran. Guck mal, wenn man zum Beispiel heute auch fragen würde, das ist zu den Gläubigen, wenn man heute zum Beispiel fragen würde, was ist die Quelle des Wissens, dann würden vielleicht einige sagen, es ist die Wissenschaft. Erst wenn die Wissenschaft etwas festgestellt hat, dann können wir sagen, das ist ein Wissen. Manche würden sagen, die Quelle des Wissens ist zum Beispiel Philosophie. Wenn die Philosophen was gesagt haben, dann ist erst Wissen. Wir sagen, die Quelle des Wissens ist der edle Koran. Genau wie damals die Philosophen irgendwas gesagt haben und 1000 Jahre später Leute wie Marx und Friedrich Engels und so gekommen sind, sich lustig über diese ganzen Philosophen gemacht haben. Oder genau wie die Wissenschaftler vor 100 Jahren was gesagt haben und die Wissenschaftler heute beschämend sagen, wie die das damals hätten nur sagen können, das widerlegen, ist die Quelle des Wissens, weil alles hat einen Scheck, edle Koran. Alles Wissen wird mit dem edlen Koran gemessen. Jedes Wissen. Warum aber? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatu, thumma fussilat min ladun hakiman khabir. Dies, Alif Lam Ra, dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgelegt und hierauf ausführlich erklärt worden sind. Von wem? Von jemandem, der allweise und allkundig ist, der alles weiß und sehr viel Weisheit besitzt. Deswegen sollten sich alle Menschen versammeln und sollten sagen, alle Wissenschaftler haben gesagt, dass eine Sache so ist, aber im Koran heißt es, es ist nicht so, dann sagen wir, alles, was die Wissenschaftler sagen, auch wenn es alle sind falsch, genau wie sie heute das widerlegen, was vor 100 Jahren ist, werden sie irgendwann das widerlegen, was sie heute sagen. Deswegen geht jede Wissenschaft, jedes Wissen, jedes Gedankengut, jedes Muster geht durch den Koran. Und erst wenn es mit dem Koran im Einklang steht, erst dann ist es ein Wissen, was anzunehmen ist. Guck mal, ihr wisst, damals haben die Wissenschaftler sich lustig gemacht. Die haben gesagt, dass Meerwasser, Salz und Süßwasser, Allah sagt in Surah Rahman, dass Salz und Süßwasser geht nicht überein. Wir haben eine dünne Mauer zwischen ihnen gemacht. Die Wissenschaftler haben darüber gelacht. Sie haben zum Beispiel gesagt, wie zwei Wasser, die gehen nicht ineinander hinein. Das ist doch unmöglich. Heute haben sie gesagt, es ist eine dünne Wand, die man nicht mal sieht, aber das Wasser nicht ineinander hineinfließen lässt. Sie haben gesagt, Allah sagt, der Himmel war eins gewesen, die Himmel war eins, Allah hat sie voneinander gespalten, es hat eine Explosion gegeben und so ist Himmel und Erde, alles erschaffen. Sie sagen, jetzt kommen die Philosophen und sagen, naja, wie kann der Koran sowas sagen? Das ist ja ein Widerspruch zum Allgemeinen, sagen die. Weil eine Explosion, nach einer Explosion herrscht immer Chaos. Nach einer Explosion herrscht immer, da kann keine Ordnung herrschen. Aber hier heißt es zwar eins, es explodiert, dann ist Ordnung entstanden. Sie haben sich lustig gemacht und gesagt, das widerspricht einer allgemeinen Regeln der Welt. Und was passiert? Jetzt sagen sie, es gab ein Knall. Es war alles eins, es ist auseinandergegangen. Yani, alles, was der Koran gesagt hat, ist wahrgekommen. Und bis zum Yawmul Qiyamah wird der Koran Muhayminan alayh bleiben. Das ist sehr wichtig. Deswegen jedes Wissen, alles was gesagt wird, wird mit dem Koran erstmal kontrolliert.
Und erst wenn der Koran die Kontrolle bestätigt, dann ist ein Wissen, was anzunehmen ist. Ansonsten ist es ein Wissen, was nicht anzunehmen ist. Ein weiterer Punkt ist, Allah, seine Kontrolle in einer Gesellschaft, in einem Staat. Allah sagt im Koran, er hat das Buch herabgesandt, Fahkum bainahum bima anzal Allah, so richte mit dem, was Allah hinabgesandt hat zwischen denen. Guck mal, in einer Gesellschaft, in einem Staat ist es so, entweder fügst du dich einer Kontrolle irgendwem oder irgendwas muss ja dich kontrollieren oder das erlassen. Entweder nimmst du den Koran, der Muhaiminan alayh ist für alles und jeden, als ein Kontrollbuch, als Kontrolle für die Gesellschaft, als eine Beobachtung für die Menschen und den Staat, der den Staat beobachtet und die Gesellschaft beobachtet und daraus die Gesetze resultieren. Oder du sagst, ich lehne den Koran ab und mache meine eigenen Gesetze, aber wenn du das machst, dann wisse eins, dann herrscht Chaos, eins. Zweitens, diejenigen, die das machen, sind Tawarit und diejenigen, die diese unterstützen, sind Mushrikun. Allah sagt im Koran, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Gewiss, wir haben das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit du zwischen den Menschen richtest, aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. So sei nicht der Beschützer der Verräter, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der dies macht, nicht mit den Gesetzen Allahs regiert, dieser ist ein Verräter. Wir verstehen sowieso nicht, warum die Menschen kommen, behaupten Muslime zu sein und versuchen immer wieder diese Tawarit zu verteidigen. Die spielen die Anwälte der Tawarit und Allah sagt, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Sei nicht der Beschützer, der Verteidiger, der Verräter. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die Leute glauben mal, es geht um Maida 44. Jemand, der nicht mit den Gesetzen Allahs regiert, der leugnet nicht nur den Vers 44 in Maida. Dieser ist ein offenkundiger, also ganz klarer Beweis. Es gibt im edlen Koran zig Verse, wo es heißt, Fahkum bainahum bima anzal Allah, richte mit dem, was Allah hinabgesandt hat. Deswegen jemand, der nicht mit dem richtet, was Allah subhanahu wa ta'ala hinabgesandt hat, der mit dem Laizismus regiert, der mit der Demokratie regiert, mit dem Kommunismus, mit dem Sozialismus regiert, egal was es ist, Kapitalismus, derjenige, der nicht mit dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, diese Leute leugnen nicht nur einen Vers, das Surah Maida. Es geht nicht um einen Vers, es geht um zig Verse, die dabei geleugnet werden und um zig Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Man leugnet nicht nur einen Namen von Allah, derjenige, der Gesetze gibt, es gibt mehrere Namen. Wir haben gesagt, Al-Malik, sie leugnen jetzt Al-Muhaymin. Es sind mehrere Namen, die von Allah geleugnet werden, wenn man nicht mit dem richtet, was Allah subhanahu wa ta'ala hinabgesandt hat. Allah sagt im edlen Koran weiter, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft gewesen. Dann schickte Allah die Propheten als Verkünder frohe Botschaften, als Überbringer der Warnung und sandte mit ihnen die Bücher mit der Wahrheit herab. Warum aber? Warum hat Allah die Propheten gesandt, die Bücher hinabgesandt, all die Sachen, um zwischen den Menschen über das zu richten, worüber sie uneinig sind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Grund. Deswegen ist der Koran, der Muhaiminan alayh ist, das Gesetzbuch. Es ist das Buch, was die ganzen Staat, Gesellschaft, Probleme beobachtet und dieses Hukm aus dem edlen Koran hinabgibt. Daraus resultiert. Doch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, doch nur diejenigen waren aus Missgunst untereinander darüber uneinig, denen sie gegeben wurde, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Sie haben es aus Missgunst einfach abgelehnt. Jetzt, die Juden und die Christen haben zum Beispiel die Verse Allahs über das Hukm, über die Gesetze ebenfalls nicht in die Tat umgesetzt. Sie haben sie gelesen, sie haben sie in ihre Bücher gehabt, sie haben sie rezitiert, aber sie haben diese nicht umgesetzt. Sie haben es nicht umgesetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Sagt, o Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, ihr basiert auf nichts, ihr behauptet, ihr basiert auf die Tora und das Injil. Guck mal, sie lesen es, sie leben danach, sie gehen da, sie beten, aber sie richten nicht mit dem. Was sagt Allah? Allah sagt, o ihr Juden und die Christen, ihr seid auf überhaupt keiner Grundbasis. Ihr seid nicht, tut nicht so, ihr seid auf Injil oder Taurat, ihr seid auf nichts, sagt Allah. Bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn hinabgesandt worden ist. وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Aber was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird ganz gewiss von vielen von ihnen über Auflehnung und Unglauben nur noch mehr vermehren. Ihr Unglaube und ihre Auflehnung
wird der Koran nur noch mehr vermehren bei ihnen. So sei nicht betrübt über das ungläubige Volk. Wenn die Muslime heute kommen und sie sollen nicht denken, dass sie anders sind wie die Christen und Juden, dass sie einen Sonderstatus haben. Die Christen und Juden wurden verflucht, weil sie es gemacht haben und die Muslime dürfen das machen. Wenn die Muslime heute kommen und behaupten, auf den Koran zu sein und das lesen, aber diese nicht umsetzen mit den Hukum, so sagt Allah, ihr seid auf gar nichts. Eure Worte haben überhaupt keine Bedeutung, ihr seid auf nichts. Weil der Koran ist muhaiminan alay und wenn ihr dieses nicht nimmt und in der Gesetzgebung der Gesellschaft umsetzen tut, so seid ihr auf gar nichts, sagt Allah. Ihr braucht nicht diese Scheinheilige rezitieren oder in die Moschee gehen oder beten. Dies wird euch alles nichts bringen. Weil Allah sagt, wollt ihr etwa einen Teil des Buches annehmen, Iman machen und einen Teil verleugnen? Allah sagt zu diesen Leuten, was für eine Schande die in dieser Dunya kriegen werden und sie werden im Jenseits hart bestraft werden, sagt Allah. Ein Teil des Buches Amen, aber wenn es um Gesetze geht, nee, wir sind ein Laizismus oder wir nehmen das nicht an, da sagt Allah, das läuft so nicht. Auf einen Teil glaubt ihr, auf den anderen nicht. Was glaubt ihr, ist das alles ein Spiel? Nee, sagt Allah, so läuft das nicht. Ihr seid auf nichts, ihr fußt auf gar nichts erstens, ihr werdet in diesseits Schande bekommen und im Jenseits werdet ihr harte Strafe für das bekommen, was ihr getan habt. Das ist zum Koran und Muhaiminan alayh, dass der Koran Muhaimin über diese ganzen Dinge ist. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, zum vorletzten Punkt. Und zwar Allah seine Prüfung, Allah sein Heimene, seine Muhaimin ergeben sein. Was das bedeutet. Guck mal, als erstes sehr wichtig, dass wir Muslime einen Gedanken hegen und pflegen müssen. Und zwar ist eine Sache in unserem Zentrum, in unserem Leben sehr wichtig und das muss Allah subhanahu wa ta'ala sein. Es gibt leider viele Menschen, die sagen immer wieder, ja, was würde oder wenn sie etwas machen, was würde er wohl sagen, was sollen die Menschen sagen, was soll er sagen? Sie haben eine andere Sache in ihrem Leben, im Zentrum ihres Lebens und fangen an, ihre Taten nach diesen Dingen zu gestalten. Aber ein Muwahhid sollte eigentlich so leben, dass er immer wieder sich fragen sollte, was denkt Allah von mir? Wird Allah über das Wort, was ich gerade gesagt habe, zufrieden sein? Habe ich seine Zufriedenheit, wenn ich das und dies mache? Das sollte das Zentrum des Mu'min sein. Und es sollte auf gar keinen Fall sein, was denken wohl die Menschen darüber. Weil wenn du anfängst zu sagen, was denken die Menschen darüber, so fängst du an, die Menschen als Kontrolleur eben einzuführen, dass sie dich kontrollieren. Du richtest, du machst deine Taten nach diesen Menschen. Sie kontrollieren dich ja nicht. Wenn sie heute ihre Meinung ändern, etwas anderes ist in, also wirst du dich ihnen anpassen müssen, damit sie auch nicht reden. Verstehst du? Deswegen ist es niemals wert, Menschen als Kontrolleur über euer Leben einzufügen. Menschen, die niemals zufriedenstellen können. Aber wenn ein Mu'min Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Leben steckt und Allah sein Leben kontrolliert, Allah sein Leben beobachtet und er das weiß und er sich nach Allah richtet, so hat er es viel einfacher. Und dies geschieht mit Ikhlas. Guck mal, das Ikhlas ist so eine wichtige Sache, so wichtig, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ich habe euch nur den Ikhlas befohlen. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, sagt Allah. Ich habe euch nur eine Sache befohlen, und zwar Allah gegenüber in der Religion aufrichtig zu sein. Aber Allah hat nicht nur den Ikhlas befohlen, wenn ihr im edlen Koran guckt. Er hat das Gebet Pflicht geschrieben, das Zakat, den Dschihad, das Fasten. Aber Allah sagt, ich habe euch nur das Ikhlas vorgeschrieben. Warum aber der Ikhlas? Weil der Ikhlas ist die Basis. Wenn der Ikhlas stimmt, wenn ein Mensch Ikhlas hat, dann werden all diese anderen Dinge automatisch auch funktionieren und gehen. Aber wenn jemand kein Ikhlas hat, so sind all seine Taten zunichte und egal was er macht, es wird ihn nichts bringen. Guck mal, Allah zeigt dieses Akhlaq den Sahaba schon sehr frühzeitig. Allah sagt im edlen Koran, وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie geben aus Liebe zu ihm Speise zu essen, den Bedürftigen, den Waisen und den Gefangenen. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. Und sie sagen, indem sie diese Speise den Armen, den Waisen und den Gefangenen geben, sagen sie, wir speisen euch nur für Allahs Willen. Wir wollen von euch weder eine Belohnung, noch wollen wir einen Dank von euch haben. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Warum? Wahrlich, wir fürchten von unserem Herrn einen finsteren und unheilvollen Tag. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا. So bewahrt Allah sie vor dem Übel jenen Tages und wird ihren strahlendes Glück und Freude darbieten. Das, wenn ihr Ikhlas habt. Wenn ihr mit Ikhlas handelt,
so werdet ihr wirklich bei Allah subhanahu wa ta'ala mit strahlenden Gesichtern und wohlwollend sein. Ihr werdet geliebt sein. Der Prophet a.s. bringt den Sahabas bei, was ist Ikhlas? Und bezogen auf Sila Rahim, er sagt, Laysa al-wasilu bil mukafi. Bei Allah ist jemand, der Sila Rahim macht, nicht derjenige, der seinen Verwandten besuchen geht, nur weil er ihn besuchen kann. Nicht deswegen. Was sagt der Prophet? وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Bei Allah ist derjenige, der Sila Rahim macht, derjenige, der seine Verwandtschaftsbande, obwohl die Verwandtschaft diese gerissen hat, er diese trotzdem weiter hegt und pflegt. Der Gesandte bringt ein Achlaq bei, ohne etwas zu erwarten, etwas zu machen. Nicht als Gegenleistung, nicht als Lohn, nicht als, weil er hat es für mich gemacht, ich muss jetzt auch für ihn machen. Allah erzieht die Sahaba, der Gesandte erzieht die Sahaba so, ohne eine Erwartung, macht es, weil ich euch das sage. Nicht, weil er gerade gut ist. Wenn er schlecht ist, dann werde ich ihm das nicht machen. Nein, nein, guck nicht, was er macht. Es geht nicht um ihn. Allah sagt, ich befehle dir das. Guck nur auf mich. Wenn ich sage, mach, dann machst du es. Wenn ich sage, stopp, dann stoppst du. Das will Allah. Eine unbedingungslose Gehorchen, ein bedingungsloses Allah ergeben sein mit Ikhlas. Auch wenn er mir das tut, Allah hat mir das befohlen, deswegen mache ich das. Auch wenn ich den Typ gerade nicht mag, weil Allah mir das befohlen hat. Das Ikhlas, dass du die Sache khalis, alleine, einzig und allein nur für Allah machst, ob es dir zuwider ist oder nicht. Ob dir Unrecht angetan ist oder nicht. Das ist nämlich Ikhlas. Deswegen sollte im Zentrum deines Lebens auf jeden Fall der Ikhlas Allah sein und du sollst auf jeden Fall versuchen, den Ikhlas zu bewahren. Und wenn ihr immer wieder merkt, dass irgendwas gerade nicht in eine richtige Richtung geht, dann sind zwei Sachen sehr wichtig, um euren Iman zu bewahren. Wirklich Ikhlas und Sadaqa geben. Wenn ihr Sadaqa gibt, ohne dass jemand davon weiß, mit einer reinen Absicht, dies wird euer Herz wieder sehr weich machen und euch wieder Allah stark näher bringen. Aber es reicht nicht aus, dass der Ikhlas euch im Jenseits beschützen wird. Selbst in diesseits werdet ihr von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr Ikhlas habt, radikal beschützt werden. Guck mal, Allah sagt im Koran, وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Und gedenke im Buche Musa, gewiss, er war ein Auserwählter, er war ein Gereinigter, er war einer, der Ikhlas besessen hat. Und das haben nicht viele, einer, der Ikhlas besessen hat. Und er war einer von den Gesandten und Propheten. Yusuf, a.s. Was sagt Allah zu Yusuf? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا. Sie begehrte Yusuf, aber Yusuf hätte sie auch gewollt, sagt Allah nach dieser Sache. Und diese schlimme Sache hat Allah Yusuf gerettet. Warum hat Allah Yusuf errettet? Wie? Warum? Innahu min ibadina al-mukhlisin, weil er ist von meinen Dienern, der Ikhlas besitzt. Er war derjenige mit Ikhlas. Deswegen hat Allah ihm in einer schlimmen Situation, wo es vielleicht unmöglich wäre, ihm geholfen und beigestanden. Selbst Shaitan hat verstanden, dass die Menschen, die Ikhlas besitzen, er nicht in die Irre führen kann. Ikhlas ist so wichtig. Guck mal, Shaitan sagt, also im edlen Koran heißt es, قُلْ قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Er sprach, mein Herr, da du mich hast abirren lassen, so will ich ihnen wahrlich das Böse auf der Erde ausschmücken und wahrlich, ich will sie allesamt irreführen, sagt Shaitan. Illa, außer ibadaka minhumul mukhlasin, außer den Dienern, die Ikhlas besitzen, die aufrichtig sind. Außer die wird Shaitan fast jeden in die Irre führen, aber die wird Shaitan nicht in die Irre führen können. Deswegen ist der Ikhlas sehr wichtig. Jemand, der nicht mit Ikhlas einen Amal macht, der wird diese Amal niemals schmecken. Früher oder später wird er damit aufhören. Das ist ein Werdegang, der wird 100% kommen. Deswegen eine Tat mit Ikhlas, erst dann wirst du anfangen, diese Tat richtig zu schmecken. Wenn du keinen Ikhlas hast, wirst du einige Taten niemals begreifen und verstehen. Und jemand, der sein Leben nach anderen richtet, das ist der erste Weg zu Riya. Und Riya führt irgendwann zu Schirk. Und deswegen, ihr könnt nicht mal zwei Menschen zufriedenstellen. Um den anderen zufriedenzustellen, während ihr bei dem anderen seid, ist der andere schon wieder sauer auf euch. Manchmal derselbe eine Mensch, den könnt ihr nicht mal zufriedenstellen. Heute ist er mit euch zufrieden, morgen wird er euch vielleicht irgendwas sagen, beleidigen. Ein Mensch könnt ihr nicht mal zufriedenstellen. Was stellt ihr Menschen in eurem Leben, die Ajis sind, die genau wie ihr schwach seid, die mangelhaft sind. Es ist nicht wert. Deswegen, wenn ihr aber Allah in eurem Leben habt, Allah im Zentrum eures Lebens habt, so habt ihr nur Allah zufriedenzustellen. Und er ist wahrlich ein Gerechter und er ist derjenige, der einen Menschen belohnen wird.
Jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen, und zwar, es geht einmal darum, genau wie Allah al-Muhaymin ist, liebt Allah diejenigen, die auch von seinen Dienern die Muhaymin sind. Abu Musa al-Ash'ari macht folgendes Dua und sagt: O Allah, du bist As-Salam und liebst diejenigen von deinen Dienern, die Salamet besitzen. O Allah, du bist Al-Mu'min und liebst von deinen Dienern diejenigen, die Mu'min sind. O Allah, du bist Al-Muhaymin und liebst diejenigen, die von deinen Dienern Muhaymin sind. O Allah, du bist Sadiq und liebst diejenigen, die Siddiq sind. Allah liebt diejenigen, die was machen? Die Muhaymin sind. Worüber gegenüber? Kontrollieren und beobachten, und zwar dein Nefis. Allah liebt diejenigen Gläubigen, die ihr Nefis beobachten und kontrollieren. Die ihr mit ihren umfassen, die ihr Nefis umfassen. Guck mal, es gibt zwei Arten von Nefis. Allah beschreibt drei Arten von Nefis. Allah beschreibt und sagt: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Und derjenige, was den anbetrifft, der Allah seinen Stand fürchtet und sein Nefis vor den Bösen, vor den Gelüsten verwehrt. Der vor den Gelüsten sein Nefis die ganze Zeit verwehrt und sagt: Nein, du machst das nicht. Für den wird die Heimstätte Jannat sein. Derjenige, der Heimana, der Muhaymin ist gegenüber seinen Nefis, diese kontrolliert, diesen die ganze Zeit beobachtet und vom Schlechten ablässt. Aber was mit denjenigen, der die ganze Zeit sein Nefis hört, seine Gelüste hört? Aber was denjenigen betrifft, der aufsässig wird, und das irdische Leben bevorzugt, dem Akhirah vorzieht, für ihn wird es das Feuer, die Heimstätte sein. Jetzt die Frage, wie kann man denn sein Nefis unter Kontrolle kriegen? Genau wie Imam Ghazali rahimahullah gesagt hat, dass Allah al-Muhaymin ist, und hat drei Sachen aufgezählt. Allah ist al-Muhaymin, warum? Weil er Wissen hat, wegen Wissen, Qudrat und Dauerhaftigkeit, Sabat, Dauerhaftigkeit. Aber Allah sein Wissen ist allumfassend. Allah sein Qudrat ist allmächtig. Und seine Dauerhaftigkeit ist, er ist Hay und Qayyum, er ist ewig, er ist Baqi. Bei den Menschen aber geht es genauso. Mit diesen drei Punkten kannst du dein Nefis unter Kontrolle nehmen. Und zwar, indem du erstmal dein Nefis kennst, das Wissen darüber hast. Das zweite ist, die Kraft hast, diese zu verwehren, das Schlechte, und gute Taten zu verrichten. Und das dritte ist, diese Sabat auf Dauerhaftigkeit zu machen. Ich will kurz auf diese Punkte hineingehen, und zwar das erste Wissen, Jenny. Was musst du wissen, um dein Nefis kontrollieren zu können? Und zwar, das Wissen als erstes haben wir gesagt. Und zwar musst du erstmal wissen, es gibt drei Arten von Nefis. Drei Arten. Das erste ist Nefsi Ammare, das zweite ist Nefsi Lawame und das dritte ist Nefsi Mutmainna. Das erste, Nefsi Ammare, ist das Nefis, was dir das Schlechte empfiehlt. Was dir die ganze Zeit deine Gelüste empfiehlt. Das Schlechte, was Allah dir verboten hat. Das zweite ist Nefsi Lawame. Das ist der Nefis, der das Schlechte verurteilt und verabscheut. Und das dritte, Nefsi Mutmainna, ist das Nefis, was Saqinet im Herzen und der Seele hat und innere Seelenruhe besitzt. Nefsi Ammara, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا رَحِمَ رَبِّي. Und ich spreche mein Ego kein Unschuld ab. Gewiss, das Ego, das Nefis, gebietet doch Verwerfliches, außer denjenigen, denen Allah Gnade erwiesen hat. Das ist Nefsi Ammara. Nefsi Lawama, sagt Allah: La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Nein, ich schwöre bei dem Tag der Auferstehung. Wala uqsimu bin Nefsi Lawama. Nein, ich schwöre bei der tadelnden Seele. Bei dem Nefis, der die ganze Zeit das Schlechte tadelt. Und das Nefsi Mutmainna ist: Ya ayyatuhan nefsul mutmainna. O, die bereits Ruhe findende Seele. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Kehre zu deinen Herren zufrieden und befriedigt zurück. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Geh, tritt ein in meinen Dienern, tritt ein in das Paradies. Das sind die drei Arten von Nefis. Das musst du wissen. Der Gesandte Allahs sagt in einem Hadith, der wird bei Muslim überliefert: Der Mensch hat das beides in sich. Allah gibt dies beides Ilham, das Gute und das Schlechte. Das hat er in sich. Und der Gesandte sagt, das, was der Mensch will, das wird Allah ihm geben. Wird er das Schlechte verlangen, so wird Allah ihm das Schlechte geben. Und er wird im Jenseits von den Engeln als dreckig und stinkend bezeichnet. Okay? Jetzt, nur damit ihr das mal versteht, guck mal, in jedem Menschen lauern zwei Wölfe, so könnt ihr es eigentlich euch sagen.
so zwei Wölfe, könnt ihr euch vorstellen, zwei Nefis. Der eine ist derjenige, der die Gelüste, der negativ, das Schlechte, das Lästern, diese Ego, Gier, Habsucht, Kibber, Lästereien, all diese schlechte Achlaq, alles was gibt, ist der eine Wolf und der andere ist der Gute, der Achlaq, der Gottesfürchtige, der Spendende, der Nachsichtige, der Barmherzige, ist einer. Die Frage ist ganz einfach, welchen ihr füttert, den werdet ihr in eurem Herzen großziehen. Den ihr füttert, der wird die Kontrolle über euer Herz kriegen. Wenn ihr die ganze Zeit Gutes macht, so füttert ihr euer gutes Nefis. Und irgendwann werdet ihr auf das Maqam von Mutma'inna kommen, auf eine Position kommen, wo eure Nefis Mutma'in ist, befriedigt ist. Aber füttert ihr andauernd mit schlechten Worten, mit schlechten Taten, mit negativen euer anderes Nefis, so wird dieser groß und ihr füttert ihn mehr und mehr, er wird größer und dann hat er die Kontrolle über euch. Deswegen, um sein Nefis zu kontrollieren, ist immer sehr wichtig, dass man zum Beispiel das Höllenfeuer bedenkt, das Szenario im Jenseits gedenkt, das Jenseits, was da passieren wird, wenn ihr mal diese Szenarien euch gedenkt, dass jeder auf sich gucken wird, dass alle Propheten Nefsi, Nefsi sagen werden, die Sirat wird kommen, Leute werden abfallen, die Strafe der Jahim wird kommen. Wenn ihr euch das vorstellt, so wird euer Nefis eigentlich Furcht haben. Und stellt euch vor, das Paradies, wie schön das ist. Wenn ihr was haben wollt, wie ihr drinne seid und es Wohlbefinden ist. Einer von den Salaf hat gesagt, ich habe meine Seele im Höllenfeuer vorgestellt. Dann habe ich meine Seele im Paradies vorgestellt und habe zu meinem Nefis gesagt, was willst du? Und mein Nefis hat gesagt, das Paradies. Da habe ich gesagt, na, wenn das so ist, dann los, dann fang an, dich anzustrengen. Dann lass ab von diesem Ding Schlechten und mache jetzt gute Taten. Und das ist wirklich so. Die Sahabas haben gesagt, O Nefsi, weil du mir leid tust, mache ich Gutes. Ich will nicht, dass du verbrennst, du verstehst das nicht. Du willst die ganze Zeit diese schönen Sachen, aber es ist für uns Schande, wir beide werden brennen. Deswegen machen wir das nicht. Entweder werdet ihr Heimene gründen über euer Nefis, denn ihr werdet die Kontrolle über euer Nefis gründen, oder euer Nefis wird die Kontrolle über euch kriegen. Und das war sehr allgemein. Jeder muss natürlich selbst wissen, sein eigenes Nefis, sein Verhaltensmuster kennenlernen. Der Shaitan hat ein Verhaltensmuster, wie er sich annähert, wie er kommt bei Streit, bei einer Sache, die dich wütend macht. Jeder muss sich diesbezüglich gut kennenlernen, sein Nefis kennenlernen, dieses Verhaltensmuster verstehen und begreifen und diese danach zu ändern. Weil, denkt immer dran, eine Sache im Gedanken zu ändern, ist einfacher, wenn es zu Irada wird. Irada ist der Wille. Wenn eine Sache schon zu Wille wurde, dann ist es schwieriger zu ändern. Wenn eine Sache erstmal umgesetzt worden ist am Anfang, ist es schwer zu ändern, als wenn es erst im Wille ist. Wenn eine Sache schon mittendrin ist, ist es schwieriger zu ändern, wenn es am Anfang ist nämlich. Und wenn es zu einer Gewohnheit erst wurde, wird es sehr, sehr schwer, eine Sache zu ändern. Deswegen, genau wie zum Beispiel Musa, nachdem er den Mann getötet hat, Tauba gemacht hat, aber setzt eine Bedingung dran und sagt, oh Allah, vergib mir diese Schandtat, die ich gemacht habe. Ich werde nie wieder jemanden, der ungerecht ist, unterstützen. Musa macht Tauba und das, was ihn dahin gebracht hat, das löscht er. Suleiman a.s., die Mufassirun sagen, er hat sich um die Pferde gekümmert, er hat Pferde geliebt, er hat das Gebet verpasst. Was hat er gemacht als seine Tauba? Er hat als Tauba die ganzen Pferde von sich geschlachtet, getötet, weil sie ihn von Allah seinen Weg abgehalten haben. Dasselbe sehen wir bei Ka'b bin Malik. Er hat Isyangma, also er ist den Propheten nicht befolgt in der Schlacht, wegen seinen Gärten und Erntezeit. Er sagt dann, als Tauba muss ich viel von meinem Geld spenden. So kannst du nur dein Nefis brechen. Wenn der Nefis dich irgendwann in die Irre führt, das, womit er dich in die Irre führt, genau das wirst du danach opfern. Nur so kannst du dein Nefis brechen, denn das war das Usul der Propheten und des Sahabas gewesen. So kannst du dein Nefis kaputt machen, sonst gewinnt dein Nefis die Kontrolle über dich und dann führt der Weg in die Hölle. Das zweite Punkt ist Qudret und Kraft. Wir haben jetzt ja Wissen. Man muss immer wissen, was Nefis ist, wie man das ändern kann. Das zweite ist Qudret, die Kraft dazu. Den Willen zum Guten haben, den Willen haben, überhaupt gute Amel zu machen und den schlechten Willen irgendwie zu vertreiben. Guck mal, hierbei ist es wichtig, Allah sagt mir in dem Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird ein Volk so lange nicht ändern, den Zustand, bis es sich selbst ändern.
Allah will von uns Abmühen sehen. Allah will, dass wir uns abmühen. Keiner soll sich irgendwie hinsetzen und Dua machen und glauben, dass sich irgendwas ändert, nur wenn er sich hinsetzt. Guck mal, und das Mindeste ist Dua machen, das Mindeste. Also, wenn du schon nichts machst, dann zumindest Dua machen. Aber Allah verlangt von uns, dass wir was machen, wenn wir uns abmühen. Wenn ihr schaut, in einem Qudsi-Hadith bei Bukhari Muslim sagt zum Beispiel Allah, meine Diener, ich bin auf dessen, das, was der Diener von mir erwartet, so wird er mich begegnen. Wenn er mir gedenkt, so werde ich ihn gedenken. Wenn er mir in einer Gemeinschaft gedenkt, so werde ich ihn in einer noch besseren Gemeinschaft gedenken. Wenn er mir entgegenkommt, so werde ich ihm noch mehr entgegenkommen. Wenn er mir laufend entgegenkommt, werde ich ihm rennend entgegenkommen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, in tansurullah liyansurkum. Wenn ihr Allah helft, wird Allah euch helfen und euch eure Füße festigen. Das, was Allah von uns verlangt, ist, dass wir uns abmühen. Allah lässt euch nicht alleine, keine Sorge, aber müht euch ab. Geht erstmal den ersten Schritt, macht erstmal etwas. Allah wird euch den Rest auch noch unterstützen. Yani, ihr habt einen Rahman, Allah. Deswegen sagt der Prophet a.s. ein starker Muslim ist besser und beliebter als ein schwacher Muslim bei Allah. Aber beide sind Khair, sagt der Gesandte. Sei in guten Dingen voreilig und engagiert, sagt der Prophet. Ein starker Muslim ist beliebter und besser bei Allah. Beide sind gut, aber der Starke ist besser. Deswegen, erstmal musst du versuchen, dich abzumühen. Yani, wenn man erstmal der Rizq der Dunya hinterherläuft, das Auto, das Schöne und dies und das, irgendwann, wenn man zu sehr der Dunya hinterherläuft, fängt man irgendwann an, das Akhira nicht mehr zu wollen, das Jenseits nicht mehr zu gedenken. Und dann fängt man an, ein bisschen zurückhaltend zu werden. Und alles scheint einem Menschen schwer auf einmal, zum Ders, zum Gebet, weil du hast dich zu sehr der Dunya hingegeben. In so einem Fall solltet ihr sagen, La hawla wa la quwwata illa billah, macht viel Istighfar und Tauba, auf dass Allah uns wieder Stärke und Kraft gibt. Deswegen, Qudrat ist, euer Nefis, ihr müsst was tun, ihr müsst Allah gedenken, ihr müsst erstmal die ersten Schritte machen, ihr müsst Koran lesen, ihr müsst in die Masjid kommen, ihr müsst in den Unterrichten kommen, ihr müsst erstmal das selbst engagiert, Dawaman, Tebliman, und dann wird Allah euch eure Füße festigen und euch helfen, euch euer Nefis unter Kontrolle zu kriegen. Und das letzte ist natürlich Sabat. Die Dauerhaftigkeit, auch in der islamischen Dawa haben wir das sehr häufig gehabt. Es ist keine Kunst, für 1-2 Jahre in der Dawa aktiv zu sein. Es ist auch keine Kunst, in ein Jahr zu kommen und so viele Sachen zu machen wie eine Sternschnuppe und dann 2 Jahre später vom Erdboden wie verschluckt zu sein. Es geht nicht darum, immer wieder geht es im Islam um Sabat, Dauerhaftigkeit, Istiqamat, langfristig. Allah liebt das, was wenig, aber langfristig ist. Eine immer Dauerhaftigkeit liebt Allah subhanahu wa ta'ala in der Dawa, überall. Und genauso benötigt es auch das Nefis eines Menschen. Yani, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Und diene deinen Herren, bis das Yaqin, die Gewissheit zu dir kommt. Und dasselbe ist mit deinem Nefis so. Du wirst mit deinem Nefis Mujadala machen bis zum Tod, bis zum letzten Atemzug. Denk ja nicht, dass wenn du irgendwann mal dein Nefis einigermaßen unter Kontrolle hast, dass dies jetzt für ein und alle Male fertig ist. So ist das nicht. Dieser Mujadala, dieser Kampf mit deinem Nefis ist dein Leben lang. Denn dein Nefis besteht Zorn, Neid, Hass, Missgunst, Selbstbewunderung, Neid, sind alles wie Raubtiere in deinem Herzen. In einem Moment der Unachtsamkeit werden sie dich zerlegen. Und werden das alles, was du aufgebaut hast, zerlegen. Deswegen, ein Muslim muss aufmerksam sein. Und dieser Mujadala mit seinem Nefis wird bis zum bitteren Ende gehen. Solltet ihr trotzdem mal einen Fehler machen, eine Sünde machen, so werft nicht das Handtuch weg. Das ist ein Achlaq der Mushrikun. Gleich zu sagen, okay, dann bringt das alles nichts mehr. Nein, ihr werdet Fehler machen. Ihr werdet auch trotzdem Sünden machen. Ihr werdet große Fehler vielleicht auch machen. Aber es heißt noch lange nicht, dass ihr auf einmal die Kontrolle und alles aufgeben müsst. Denn ihr wisst nicht, eine Tauba kann euch vielleicht noch höher bringen, wie euer voriger Stand. Ihr wisst, die Frau, die Zina gemacht hat und dies gesteht, danach gesteinigt wird, der Prophet sagt, die Tauba von dieser Frau, würde sie auf ganz Medina verteilt sein, würde allen Menschen vergeben sein. Die war vorher, hat Zina gemacht, die größte Sünde, hat Tauba gemacht, diese Tauba hat sie aber noch höher gehoben, als sie vorher war. Yani, es gibt keinen Grund für Hoffnungslosigkeit oder Handtuch werfen oder ich kann nicht mehr oder alles so lange gemacht und es bringt nichts. Nein, so ist das nicht. Auch wenn man Fehler machen sollte, sollte man niemals vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem einen Menschen vergeben kann. Wir kommen inshallah zum Schluss, zu unserem Schluss inshallah. In dem nächsten Unterricht werden wir Al-Aziz behandeln. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns zu Mukhlis zu machen, in unseren Herzen Taqwa und Gottesfurcht reinzugeben. Allah, sein Heimana, ist über alles. Genau wie Allah Al-Muhaymin ist
und der alles unter seiner Kontrolle ist, bitten wir Allah darum, uns zu helfen, uns zu stärken, unser Nefis unter Kontrolle zu kriegen. Und wir bitten Allah darum, uns Kraft zu geben, in guten Taten zu verrichten, auf dass er mit uns zufrieden ist. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.